Fotoshooting in einer Sozialeinrichtung in München. Es gibt kostenlose Bewerbungsfotos für junge Leute. In Deutschland sind die 18- bis 24-Jährigen diejenigen, die zahlenmäßig am stärksten von Armut bedroht sind. Rund ein Viertel von ihnen ist betroffen. Ceyda und Aisha gehörten auch dazu. Vor 4 Jahren haben wir die beiden jungen Frauen schon einmal begleitet. Man kann sich vorstellen, wie ein ganz enger, dunkler Raum, wo man eigentlich darum kämpft, Licht zu sehen. Und dann kämpft darum, dass der Licht auch für längeren Zeitbestand bleibt. Wie geht es Ihnen heute? Konnten Sie die Armut von damals überwinden? Ich hatte viele Hürden während der Ausbildung, aber dieses Ziel, um das zu machen später, war einfach viel höher als meine ganzen Probleme, die ich im Leben hatte. Ceyda ist heute 26 Jahre alt. Vor über einem Jahr hat sie ihre Ausbildung als Kommunikationsdesignerin abgeschlossen. Du redest sonst immer so viel. So, wer will als erstes eines? Was soll ich machen? Vielleicht kein fotogener Menschen. Also ich mache das ehrenamtlich hier, weil ich möchte auch was zurückgeben. Die haben mich damals auch viel unterstützt während meiner Ausbildung. Und ich will halt auch mein Können hier dann auch was Gutes machen, sag ich mal. Genau. Dass die Jugendlichen dann auch Fotos haben. Das ist auch sehr teuer eigentlich, wenn man draußen ein Bewerbungsfoto machen lässt bei einem professionellen Fotografen. Und wenn ich schon kann, biete ich es an. Hätte sie das Team der Sozialeinrichtung während der Ausbildung nicht so unterstützt, stünde Ceyda heute vermutlich nicht da, wo sie jetzt steht. Der Lichtblick Hasenbergl liegt im Norden von München, in einem Stadtteil mit vielen armutsbelasteten Familien. Das Quartier wurde durch städtische Initiativen in den letzten Jahren aufgewertet. Dennoch ist der Anteil der Kinder, die in Haushalten mit geringem Einkommen leben, hier fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt von München. Die Einrichtung der katholischen Jugendfürsorge unterstützt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus sozial benachteiligten Familien bis zum Schulabschluss, während der Ausbildung und manchmal auch noch danach. Finanziert wird der Lichtblick zu über 50% durch öffentliche Gelder. Der Rest kommt über Stiftungsmittel und Spenden. Die Einrichtung fing vor 32 Jahren zunächst klein an. Insgesamt 220 Betreuungsplätze gibt es inzwischen. Wir nehmen auf alle Fälle die auf, die uns am dringendsten brauchen. Also wir schauen immer, welche Familie, welches Kind ist in der größten Notlage, welches ist in der zweitgrößten Notlage und nach den Kriterien nehmen wir dann auf. Als wir Ceyda 2021 mitten in der Pandemie begleitet haben, wurde sie von der pädagogischen Leiterin Dörte Fries hier mit Lebensmitteln versorgt. Die Auszubildende befand sich in einer akuten Notlage. 3 Butter. Ihre Mutter alleinerziehend und erkrankt. Das Geld vom Jobcenter und BAföG ließ auf sich warten. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie sie eine Ausbildung finanziell durchstehen sollte. Ceyda damals? Meine Angst ist halt, von diesem Kreislauf nicht rauskommen zu können. Ich hatte vor 6 Monaten keine Ziele mehr in meinem Kopf. Mir war nur noch wichtig zu arbeiten, vom Jobcenter weg und irgendwie zum Mindestlohn wenigstens irgendwie meine Miete zahlen können und dann essen. Nach vorne, ich ganz Doch hier im Lichtblick wurde Ceyda während der ganzen Zeit ihrer Ausbildung unterstützt, auch finanziell. Und lächeln. Wie sehr sie damals an ihre Grenzen gestoßen ist, hat sie bis heute nicht vergessen. Ich hatte dann dazu auch noch im ersten Jahr sehr hohe gesundheitliche Probleme selbst, wo ich, glaube ich, fast 2 Monate nicht die Schule besuchen konnte. Und das war natürlich auch sehr schwer und auch Familienprobleme, dass man kein eigenes Zimmer hat und keinen Raum hat, wo man sich zurückziehen kann. Und ja, ich habe dabei auch ja noch nebenbei einen Minijob gemacht im Einzelhandel.
Das war dann schon viel, weil die Schule ja auch eine Vollzeitausbildung war. In Deutschland sind mindestens 3,7 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von Armut bedroht. Das heißt, sie bzw. ihre Eltern leben von weniger als 60% des mittleren Nettoeinkommens aller Haushalte. Ein Einzelhaushalt, der weniger als 1.378 € netto im Monat zur Verfügung hat, gilt 2024 als armutsgefährdet. Beim Thema Armut geht es häufig um ältere Menschen und Kinder. Jugendliche und junge Erwachsene hingegen werden oft übersehen, denn sie wissen ihre Armut gut zu kaschieren. Dörte Fries begleitet viele Kinder und Jugendliche aus dem Viertel über Jahre hinweg und kennt ihren jeweiligen Werdegang. Was ich bemerke, ist, dass Armut langfristige Folgen hat. Wenn Kinder in Armut aufgewachsen sind, dann tragen sie das durch die Jugend ins Erwachsenenleben rein. Und ich finde es zum Teil erschreckend, wie umfangreich diese Folgen sind. 2021. Damals war auch Aisha bereit, ihre Scham zu überwinden und über ihre Not zu sprechen. Warum hat ein Jugendlicher Armut zu erleiden in Deutschland? Warum hat ein Jugendlicher mitzuhaften für die Familie? Warum ist das so? Aisha ist damals 21. Sie ist hier geboren und hat 5 jüngere Geschwister. Die Eltern beziehen wegen gesundheitlicher Einschränkungen Sozialleistungen. Aisha muss früh Verantwortung übernehmen. Ich war in der Schule, dann war ich Hort und dann zu Hause war ich Mutter. Das heißt, ich bin nach Hause gekommen, habe die Wäsche gewaschen, habe die Sachen gekocht mit meinen Geschwistern, habe gekocht, geputzt und bin erst dann am Ende so um 20 Uhr erst noch mal lernen gegangen für mich selber und dann bin ich erst schlafen gegangen. Bei Aisha zu Hause gibt es viele Konflikte. Mit 18 zieht sie aus. Sie will sich auf ihre Ausbildung als Bankkauffrau konzentrieren können. Staatliche Unterstützung bekommt sie nicht, weil sie vor den bürokratischen Hürden kapituliert. Sie finanziert ihren Lebensunterhalt während der Ausbildung durch Nebenjobs und macht parallel auch noch das Fachabitur. Seit ihrem 8. Lebensjahr ist der Lichtblick ihr Zufluchtsort. Hier findet sie immer ein offenes Ohr, selbst bei kniffligen Aufgaben während der Ausbildung. Ich kann das mir irgendwie nicht merken, wenn zum Beispiel die Zinsen aus den Krediten sind oder Zinsen aus Anleihen oder Aktien. Wie bei Ceda auch, ist der finanzielle Druck während der Ausbildung enorm. Es hat immer die ganze Zeit so eine leise Stimme im Hinterkopf, so, du hast kein Geld, du hast kein Geld. Jedes Mal, wenn der Lehrer oder eine Arbeit irgendwas war mit Geld, dann war ich immer so... Ich habe mich wirklich immer zurückgezogen. Ich habe mir immer so getan, als hätte ich nichts mitbekommen. Weil es mir einfach so peinlich zu sagen war, zu sagen so, hey, ich habe das Geld nicht. Ich kann euch nicht das geben, was ihr von mir gerade verlangt. So, ob es ist 5 € sind vielleicht für niemanden nichts, aber 5 € ist halt für mich so, ob ich überhaupt 2 Tage Essen habe zu Hause oder nicht. Der Übergang von der Schule in den Beruf ist für viele junge Menschen eine kritische Phase. Sind sie unter 25 und beziehen ihre Eltern Sozialleistungen, müssen sie einen Großteil ihres Einkommens auf das der sogenannten Bedarfsgemeinschaft anrechnen lassen. Seit Jahrzehnten ringt die Politik mit der Frage, wie finanzielle Hilfen besser bei den armen Kindern und Jugendlichen ankommen, ohne Ergebnis. Dabei war die Kindergrundsicherung das große Versprechen der Ampelregierung im Kampf gegen Kinder- und Jugendarmut. Sie sollte bestehende staatliche Leistungen bündeln. Statt vieler Einzelanträge sollten Familien alles aus einer Hand erhalten. Für Familien mit geringem Einkommen war ein einkommensabhängiger Zusatzbeitrag vorgesehen. Ein Systemwechsel, der aber an politischen Machtkämpfen, Haushaltsgrenzen und Verwaltungsrealität gescheitert ist. Also der eine Grund war dieser mangelnde politische Wille und der andere Grund war sicherlich, dass wir gemerkt haben, als wir uns auf den Weg gemacht haben, dass das sehr, sehr kompliziert ist. Diese vielen verschiedenen Leistungen, die es ja schon gibt, die zu bündeln, zusammenzuführen, das hätte unseren kompletten Sozialstaat in irgendeiner Form gesprengt.
Die Regierung damals ist also an den gleichen Hürden gescheitert wie die Betroffenen. Immer noch gibt es zig verschiedene Leistungen für Kinder und Familien, die wiederum verschiedenen Behörden zugeordnet werden. Kindergeld und Kinderzuschlag werden bei der Familienkasse beantragt. Wohngeld bei der örtlichen Wohnbehörde. Das Bürgergeld beim Jobcenter. Berufsausbildungsbeihilfe bei der Agentur für Arbeit. Unsere Familien können das nicht selber. Das ist je nach Altersgruppe sind unterschiedliche Behörden oder Referate zuständig. Bei uns ist es so, dass wir alle Familien an die Hand nehmen, um diese Anträge stellen zu können. Und das ist ein immenser personeller Aufwand. Und wenn wir das nicht machen, ist es tatsächlich entweder sie wissen nicht, wo wie was übernommen wird, oder sie ermöglichen ihren Kindern die Betreuung, Förderung oder Leistung nicht. Und heute? Die Kindergrundsicherung taucht im Koalitionsvertrag nicht mehr auf, obwohl die SPD sie noch im Wahlprogramm hatte. Die schwarz-rote Regierung unter Friedrich Merz will eine Kehrtwende in der Sozialpolitik. Wir können uns dieses System, was wir heute so haben, mit dem, was wir wirtschaftlich so erwirtschaften in dieser Bundesrepublik Deutschland, einfach nicht mehr leisten. Überraschend ist, dass das Pendel jetzt so stark umschlägt, dass von vor einem Jahr haben wir noch über Kindergrundsicherung gesprochen und jetzt sprechen wir darüber, dass sogar Bürgergeld, andere Art von Grundsicherung noch mal viel mehr Druck ausgeübt wird und eigentlich genau anders als in der Diskussion zur Kindergrundsicherung es unter Umständen sogar sein kann, dass für Kinder und Jugendliche in diesen Haushalten die Situation dann noch schwieriger wird. Trotz mehrerer Anfragen hat Familienministerin Karin Prien ein Interview abgelehnt. Schriftlich antwortet eine Sprecherin des Ministeriums. Die jetzige Regierungskoalition hat im Koalitionsvertrag die Einrichtung einer Kommission zur Reform des Sozialstaates vereinbart, die Empfehlungen für zum Beispiel Vereinfachungen, bürgerfreundliche Verwaltung und Digitalisierungspotenziale entwickeln soll. Diese Kommission hat bereits ihre Arbeit aufgenommen und soll Anfang 2026 ihre Ergebnisse vorlegen. Einer der zentralen Punkte für die SPD ist, dass der Kinderzuschlag von immerhin maximal 297 € in Zukunft all jene erreicht, denen er auch zusteht. Natürlich ist das nicht die Kindergrundsicherung, von der wir gesprochen haben, aber immerhin würde diese Bündelung dazu führen, dass es einfacher ist, die Leistungen zu beantragen und dass hoffentlich eben nicht nur 35-40% der bedürftigen Familien den Antrag stellen, sondern eben mehr, weil es einfacher ist, weil es unbürokratischer ist, weil es digitalisierter ist vom Prozess her. Beim Herbst der Reformen steht das Thema Jugend- und Kinderarmut vorerst nicht auf der Agenda. Bleibt abzuwarten, was die Sozialstaatskommission empfiehlt. Ein Systemwechsel kündigt sich jedenfalls nicht an. Bis dahin gleichen Einrichtungen wie der Lichtblick aus, was bisher staatlicherseits nicht angepackt wird. Sie springen ein, wo öffentliche Hilfe endet und elterliche Fürsorge nicht ausreicht. So soll ich die auch schneiden? Ja, so machst du schon ein bisschen kleiner. Es macht ein bisschen einfacher. Sie geben Halt, stärken auch die Gemeinschaft. Aisha kocht heute für ihre Freunde und das Team ihr Lieblingsgericht, Abolo. Ich bin eine Afrikanerin, ich bin Togolesen, geboren in München. Das heißt, ich bin auch ein Münchner Kindle. Das heißt, ich habe beide Welten. Und das gehört für mich die andere Welt, und zwar die togolesische Welt. Genau. Es hat für mich so, gibt ein bisschen Zuhause, gibt ein bisschen Verbundenheit. Meist ist es der Bürokratiedschungel, der den Jugendlichen und ihren Familien zu schaffen macht. Also unsere Jugendlichen haben nicht das Gefühl, dass sie gesehen werden oder dass gesehen wird, wie schwierig sie es an so vielen Punkten haben. Und sie sagen auch, also unsere Jugendlichen sagen auch, sie können es nicht nachvollziehen. Es ist ihr Alltag und da werden Gesetze, Vorgaben, Regularien gemacht, die für sie im Alltag einfach überhaupt nicht funktionieren. Und das macht hoffnungslos.
Aber die Hoffnung wollen sie sich hier nicht nehmen lassen. Was wir versuchen, ist zu zeigen, okay, wie kommen Entscheidungen der Demokratie zustande? Wie kannst du Einfluss nehmen? Und den größten Spielraum sehen sie aber, wie können sie irgendwie es schaffen, selber rauszukommen. Aisha hat all ihre Kraft in ihre Berufsausbildung gesteckt. Seit 4 Jahren arbeitet sie nun in der Finanzbranche. Auch sie bekommt heute Fotos von ihrer Freundin Ceyda. Ich möchte nächstes Jahr öfters verreisen und deswegen bräuchte ich halt Passfotos, um Visas zu beantragen. Sie hat inzwischen einen guten Job und ein regelmäßiges Einkommen. Dennoch, die Not, mit der sie aufgewachsen ist, hat Spuren hinterlassen. Armut heißt Unsicherheit. Das heißt, oftmals habe ich das Gefühl, dass andere sehen können, dass ich Armut groß geworden bin, dass ich andere Regeln gar nicht kenne, Essensregeln anders sind, Gesprächsregeln anders sind. Aber ich glaube, das ist oft etwas, was man halt in einem hat, einfach weil mit Armut Unsicherheit ist. Als Schwarze ist es für sie doppelt schwer. In der Bank erlebte sie häufig diskriminierende Äußerungen von Kunden. Inzwischen arbeitet die 25-Jährige bei einer Versicherung im Vertrieb, möchte aber nicht an ihrem Arbeitsplatz gezeigt werden. Der Einstieg in die Finanzwelt war hart. Weil man ja sozusagen in eine neue Situation reingeschmissen wird eigentlich. Und da muss man halt irgendwie versuchen, mit den ganzen Eindrücken, die man von außen mitbekommt und die ganzen innere Unsicherheit muss man ja währenddessen damit kämpfen. Das heißt, es ist halt schon eine Stresssituation. Aber eine Sache, was ich halt bei der Armut gelernt habe, ist, ich kann das halt kaschieren. Das heißt, auch wenn innen drin so eine Unruhe ist und ich nicht weiß, wohin und ich mich eigentlich lieber unter den Tisch verstecken möchte, habe ich durch die Armut gelernt, wie ich es am besten kaschieren kann. Von ihren Arbeitskollegen und Kolleginnen fühlt sich Aisha respektiert und geschätzt. Aber auch hier wird sie von Kunden mitunter herabwürdigend behandelt. Dass ich halt schon in eine Schublade reingesteckt werde und ich dafür sorgen muss, indem wie ich auftrete, mit meinem Fachwissen, mit meiner Kompetenz, ich halt da irgendwie rauskomme. Und das ist halt natürlich schwieriger. Sie hat ständig das Gefühl, sich beweisen zu müssen und nutzt auch ihre Mittagspausen, um sich fortzubilden. Im Moment macht sie eine Zusatzausbildung zur Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen. Zeitweise nimmt sie sogar noch Nebenjobs an. Sich auszuruhen fällt ihr schwer. Warum setzt sie sich so unter Druck? Es ist auch sozusagen die innere Angst, die halt immer noch da ist, dass man es halt doch nicht zum Ende des Monats schafft, dass man doch wieder zurück in den Kreislauf geht. Weil am Ende des Tages kämpfe ich mal darum, nicht mehr in der Position zu sein wie damals. Nicht mehr mit denselben Angst zu leben. Ceyda scheint entspannter. Aber neben ihrer Arbeit kümmert sie sich um ihre pflegebedürftige Mutter. Bei ihr im Hasenbergl wohnt sie auch und beteiligt sich an der Miete. Eine eigene Wohnung kann sie sich wegen der teuren Mieten in München nicht leisten. Außerdem braucht ihre Mutter sie. Sie leidet unter einer schweren Atemwegserkrankung, COPD. Also ich unterstütze sie schon in jedem Bereich, ob das jetzt beim Duschen ist, beim Einkaufen oder einfach nur so sie rausbringen zum Spazieren und auch beim Kochen, also bei der Verpflegung und bin auch gesetzlich ihre Pflegerin. Am Wochenende ist der Besuch beim türkischen Supermarkt für beide ein schönes Ritual. Ceydas Eltern haben sich vor 20 Jahren getrennt. Da waren sie und ihre Zwillingsschwester 5 Jahre alt. Ihre Mutter musste alleine zurechtkommen und war immer berufstätig. Unter anderem führte sie ein Lebensmittelgeschäft und eine Reinigungsfirma. Seit 10 Jahren bezieht sie Erwerbsminderungsrente, zusätzlich Grundsicherung. Ihre gesundheitlichen Einschränkungen machen ihr zu schaffen. Mit Lunge und Bandscheibe und vieles anderes noch dazu. Die Krankheit gekürzt meine Bewegung. Also ich sitze die ganze Zeit oder ich schlafe. Sie bringt mich auch spazieren. Ein bisschen Wald finden wir. Mit lauter Pause gehen wir. Unterhalten beim Balkon. Schön. Also das ist Wunder. Ich habe eine Wundertochter.
Jada ist stolz, etwas zum gemeinsamen Lebensunterhalt beitragen zu können. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, als sie noch auf die Lebensmittel der Münchner Tafel angewiesen waren und sie immer bangen mussten, ob das Geld bis zum Monatsende reicht. Auch sie musste als Mitglied der Bedarfsgemeinschaft ihr BAföG und den Nebenjobverdienst auf die Sozialleistungen anrechnen lassen. Jada hat es geschafft, die Armut, die sie in ihrer Kindheit und Jugend erlebt hat, zu überwinden. Nun gilt es, für ihre Mutter da zu sein. Ich bin mit voller Liebe aufgewachsen, ohne irgendwie jetzt einen stressigen Tag zu haben. Auch wenn ich den hatte, hat sie halt immer ihre Liebe gezeigt. Und ich finde, das ist auch das Wichtigste bei sowas, dass man halt immer zusammenhaltet, immer noch so, auch bei stressigen oder sehr schlechten Tagen, immer noch zueinander da ist, also füreinander da ist und immer sich halt weiterhin so liebt. Ich bin sehr stolz auf meine Tochter. Mit ganzem Stress und Krankheit, wie sie geschafft, das ist ein Wunder. Die Schule. Ende hat sie fertig gemacht, diese 3 Jahre. Und ohne Pause hat sie gleich Arbeit gekriegt. Seit über einem Jahr arbeitet Jada als Junior-Art-Direktorin bei einer Werbeagentur im Münchner Osten. Sie hat sich entschieden, mit ihrer sozialen Herkunft offen umzugehen. Sie entwickelt visuelle Konzepte und setzt unterschiedliche Designprojekte im Print- und Digitalbereich um. Eines ihrer Lieblingsprojekte bisher: das neue Design für Prop e.V., ein gemeinnütziger Verein für suchtkranke Menschen. Wir haben jetzt auch eine Podcast-Serie und mit Episoden. Und hier hatte ich dann ein paar Entwürfe. Letztendlich wurde es dann der da. So alles zusammen macht mir schon Spaß. Also auch das Illustrieren oder Layout bauen, fotografieren. Oder wenn ich mal wirklich so die Webseite komplett neu gestalten darf. Für ihre Bewerbung bei der Agentur Casteno hat Jada eine umfangreiche Mappe mit Arbeitsproben vorgelegt. Und in ihrem Lebenslauf nicht verschwiegen, dass sie ihre Mutter pflegt und während der Ausbildung im Supermarkt gearbeitet hat. Geschäftsführer Peter Johannes entschied sich unter mehr als 30 Bewerberinnen und Bewerbern für sie. Also der Lebenslauf ist nicht einfach und ich glaube, da hat sie jemand bewiesen, dass sie das will und dass sie sich nicht darüber definiert, wo sie herkommt, sondern eher so, was sie ist und was sie machen will. Und das hat mir sehr imponiert. Dann war sie live da und dann war Probetag arbeiten. Und das war auch super, genau. Und seitdem ist das eigentlich eine richtig steile Karriere, die sie hier macht. Manchmal ist es nicht leicht für Jada, allen Anforderungen gerecht zu werden. Zum Beispiel bei Präsentationen. Also die Sprache ist anders. Ist für uns auch ein Thema, sage ich auch ganz ehrlich. Also bei uns geht es ja viel auch um Sprache und wie spreche ich etc. und Co. Da muss sie noch besser werden, das ist auch klar. Aber da ist sie trotzdem durch ihre, sage ich mal, ihre Leichtigkeit, die sie dann doch trotz schwerer Geschichten irgendwie hat, ist sie einfach sehr, sehr nah an der Zielgruppe. Und das macht vieles wett. Menschen unterschiedlicher Herkunft und Nationalität arbeiten hier zusammen. Die Agentur profitiert von der Diversität. Und ich merke das auch, wie die Kollegen und Kolleginnen dann untereinander sprechen und auch sagen, sag mal, was hast du denn eigentlich gemacht? Und wow, also so war das damals bei dir. Das macht dann auch mit den anderen was, finde ich. Bringt auf jeden Fall Respekt, vielleicht auch ein bisschen Dankbarkeit, dass es bei einem vielleicht ein bisschen besser gelaufen ist oder man es nicht so schwer hatte. Mit Werkstudentin Melina macht sie heute noch Fotos für einen Kunden der Agentur. Er möchte damit auf Instagram und seiner Homepage für ein Gewinnspiel werben. Jada arbeitet gerne im Team. Wir sind alle auf Augenhöhe. Und da gibt es nur nicht so, ich bin besser oder ich bin schlechter. Und ich glaube, das war einer der Punkte, wieso ich eigentlich auch mich
sofort von Tag 1 sehr wohl gefühlt habe und auch alles durchziehen konnte. Jada ist gut im Berufsleben angekommen. Und auch privat hat sie große Pläne, wie sie uns später noch erzählen wird. In Deutschland dauert es 5 bis 6 Generationen, um aus der unteren Einkommensschicht in die mittlere Einkommensschicht aufzusteigen. Das belegen Studien. In Deutschland liegt sehr viel Verantwortung für den Lern- und Bildungserfolg der Kinder bei der Familie. Und wenn die Familie in schwierigen Verhältnissen ist und aus welchen Gründen auch immer dieser Verantwortung nicht so gut nachkommen kann wie andere Familien, dann leiden die Kinder darunter. Und man sieht, dass die Kinder eben an ihrer Herkunft leiden, und zwar weil das System die Herkunft so sehr ins Zentrum stellt. Auch da versucht das Team im Lichtblick auszugleichen. Bereits Grundschulkinder bekommen intensive Betreuung bei den Hausaufgaben. Alle hier betreuten Kinder und Jugendlichen schafften so in den letzten 5 Jahren einen Schulabschluss. Fortgeführt wird die Unterstützung dann bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen während der Ausbildung. Die Ausbildungsbegleitung kam erst 2010 dazu, als das Team merkte, wie sehr die jungen Menschen auch hier noch ihre Hilfe brauchen. Der Bereich wird nur über Spenden finanziert. Dörte Fries weiß, wie sich Armut vom Kindesalter bis ins Erwachsenenleben durchzieht und dass die Berufsvorstellungen ihrer Schützlinge manchmal vage und unrealistisch sind. Dadurch, dass die Eltern unserer Jugendlichen selber keine Ausbildung gemacht haben, die allermeisten, und im Niedriglohnsektor tätig sind, als Reinigungskräfte arbeiten, schwere körperliche Arbeit machen, im Schichtbetrieb arbeiten, haben die Jugendlichen in ihrem sozialen Umfeld relativ wenig Möglichkeiten, solche Vorstellungen zu überprüfen. Das heißt, das sind Vorstellungen, die sind medial gefüttert, von Instagram, TikTok und so weiter und so fort genährt. Und unsere Aufgabe ist es dann auch einfach, mit ihnen gut hinzuschauen. Okay, wo ist dein Talent? Ist es da? Was heißt es, das Talent umzusetzen? Was möchtest du wirklich und wie kann dann auch der Weg zu sein? In der neuen Bundesregierung hat Familienministerin Karin Prien von der CDU noch das Ressort Bildung hinzubekommen. Bei der Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut hat Bildung für sie Priorität. In Deutschland, meine Damen und Herren, leben 22 Millionen Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene. Sie verdienen gute Bildung, sie verdienen wirksamen Schutz, echte Teilhabe, um mündige Bürger und Demokraten zu werden. Das Ministerium will unter anderem die frühkindliche Bildung fördern, mehr Geld in Kitas und Schulen investieren. Und ab August 2026 den Rechtsanspruch auf den Ganztag in Grundschulen einführen und auch dessen Qualität verbessern. Schon lange fordert Aladin El-Mafalani eine grundsätzliche Reform des Bildungssystems. Wir müssten weniger Verantwortung auf die Eltern, sondern mehr ins Bildungssystem übertragen. Und auch alles, was Kinder und Jugendliche erfahren können, in Ganztagsgrundschulen zum Beispiel etablieren. Dass man dort Kunst und Kultur erlebt, Sport, richtig auch Sport und Musikinstrument erlernen. Und vieles andere mehr, dass die Vorsorgeuntersuchung, überhaupt ärztliche Untersuchung, dass die vielleicht sogar in den Schulen stattfindet. Dass es nicht mehr von den Eltern abhängt, ob bestimmte Untersuchungen gemacht werden, andere nicht und so weiter und so fort. Dass man praktisch auf einem guten Niveau alles, was in unserer Gesellschaft gut und wichtig ist, in der Schule erlebbar und erfahrbar macht. Juni 2025. Anita ist 26 und Studentin. Was sie in ihrer Schulzeit erlebt hat, war alles andere als ermutigend. Das ist gerade in Deutschland auch so, dass die soziale Herkunft eben, also die Familie, aus der ich komme, das Milieu, aus dem ich komme, beeinflusst ganz arg, wie geht es weiter und was für einen Abschluss schaffe ich auch und auf was für eine weiterführende Schule komme ich.
Ihre Eltern sind als Spätaussiedler vor 26 Jahren nach Deutschland gekommen, kurz bevor Anita geboren wurde. Meine Eltern haben eigentlich vor allem in Fabriken gearbeitet, in verschiedenen. Also haben auch oft einen Job gewechselt, wenn es irgendwo ein besseres Gehalt gab oder so. Haben vor allem in Schichten dann auch gearbeitet, wie das halt oft ist. Also häufig dann eben auch über Nacht, kam dann heim kurz bevor ich zur Schule aufstehen musste. Sozialleistungen haben ihre Eltern nie bezogen. Anita ist in Neumarkt in der Oberpfalz aufgewachsen. Die Straße, in der sie wohnte, hatte einen schlechten Ruf, wurde abwertend als Hartz-IV-Straße bezeichnet. Obwohl ihr die Lehrerin in der Grundschule davon abriet, schaffte sie es aufs Gymnasium und machte später ihr Fachabitur. Das hat sich dann total durchgezogen. Also immer dieses Gefühl, sowas wie Gymnasium, Abi, Studieren ist nicht etwas für Kinder wie mich, sondern das ist irgendwie was für die anderen. Und genauso hat es sich auch angefühlt. Ich war halt anders als die anderen, die halt vermeintlich alle passen und gleich waren und so. Studien belegen, in Deutschland beginnen gerade mal 25% der Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien ein Studium. Bei Kindern, deren Eltern studiert haben, sind es hingegen rund 80%. Anita gehört zu den wenigen. Sie studiert Soziale Arbeit an der Technischen Hochschule Nürnberg. Ihre Bachelorarbeit hat sie im Sommer abgegeben. BAföG bekam sie nicht, denn der Verdienst ihrer Eltern lag oberhalb der Einkommensgrenze. Sie konnten sie aber wegen hoher Schulden nicht unterstützen. Während des Studiums hat Anita immer gejobbt. Über die Hälfte der rund 1.000 €, die ihr monatlich zur Verfügung stehen, entfällt auf die Miete. Kino- und Theaterbesuche sind kaum drin. Verreisen ist schwierig. Es ist immer der Blick aufs Konto, der Blick darauf, wie lange geht der Monat noch, wie lange dauert es bis zum nächsten Gehalt. Und dann eben ganz oft auch der Verzicht auf eine Studienfahrt mitzukommen. Ich habe auch kein Auslandssemester oder so gemacht, was ich gern gemacht hätte. Seit 4 Jahren arbeitet Anita als Werkstudentin. Beim Aelius Förderwerk in Nürnberg, 18 Stunden pro Woche. Das Förderwerk will junge, sozial benachteiligte Menschen an die Hand nehmen. Im August 2025 findet ein Sommercamp mit rund 40 Jugendlichen statt. Anita ist als Teamleaderin dabei. Alle Menschen haben erstmal Chancen verdient und im Grunde auch dieselben. Und wir bei Aelius möchten uns dafür einsetzen, dass das auch in der Realität wirklich möglich ist und nicht nur in der Theorie. Darum geht es eigentlich. Das Aelius Förderwerk wurde 2017 gegründet von Studierenden, die auf ihrem Bildungsweg keine Unterstützung aus ihrem Elternhaus bekommen konnten. Der Verein begleitet Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren beim Übergang von der Schule in Ausbildung oder Studium. Anita hätte sich selbst so eine Förderung gewünscht. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, vor allem das Persönliche, dass jemand einen an die Hand nimmt und sagt, komm, ich helfe dir mal, diese Tür zu öffnen, die gerade so verschlossen aussieht. Oder ich bring dich mal unter Jugendliche, denen es ähnlich geht wie dir, damit du nicht immer die eine bist oder der eine bist. Ja, das würde ich sagen, sind die Dinge, die gebraucht werden. Also ein Netzwerk, Unterstützung und jemanden, der an dich glaubt. Genau, die sind ja angekommen letzte Woche. Dominik Kolb ist Teil der Geschäftsführung. Zusammen mit Anita bereitet er den letzten Tag des Sommercamps vor. Der auf Spenden basierte Verein begleitet bisher bundesweit 8.000 Schülerinnen und Schüler. Bei der Berufs- und Studienorientierung, bei Bewerbungen, hilft bei Förderanträgen und mit einem Netzwerk an Mentoren. Ja, müssen wir noch mal gucken. Ja, es ist schon auch bestärkend, Teil von einem Team zu sein und Teil von einer Organisation zu sein, die diese Probleme erkennt, da sensibel für ist und die angeht. Ja, das ist auch empowernd für mich selber. Nicht das Gefühl zu haben, oh, ich bin irgendwie allein mit diesem Problem, sondern nee, das hat Struktur und das ist Teil von dem System. Ein System, in dem es junge Menschen ohne Netzwerke und Vorbilder schwer haben. Auch hier setzt Aelius an. 10 Personen aus verschiedenen Berufsfeldern sind heute eingeladen, um den Schülern bei der Berufsorientierung zu helfen und über ihre eigenen Bildungswege zu berichten. Was war das, Leon? Es war ein selbstorganisiertes, freiwilliges soziales Jahr in Sri Lanka und Indien und als Freiwilliger in
2 Waisenhäusern gearbeitet, aber auch in einem Altenheim. Wir haben heute wirklich eine schöne, illustre Runde für euch an Gästen eingeladen und wollen euch auch ermuntern, dass ihr möglichst viele Gespräche führen könnt. So geben Vertreter vom Zoll, vom Auswärtigen Amt, dem Gesundheits- und Versicherungswesen den Jugendlichen Tipps. Was für Möglichkeiten es gibt. Ne? Also, dass man sagt, ey, das, wo meine Leidenschaft ist, wo mein Herz verschlägt, rein da. Auch Anita ist dabei und stellt ihren Studiengang Soziale Arbeit vor. Immer hilft. Genau, also ich habe studiert und gleichzeitig gearbeitet. Knapp 90 Minuten dauert das Meet and Greet. Fast zu knapp ist die Zeit. Wann kann ich einfach so mit einem Diplomaten sprechen, meine ich? Oder wann kann ich einfach so mit jemandem vom Zoll sprechen? Das war für mich eine sehr gute Erfahrung. Und jetzt weiß ich eigentlich über Medizin sehr. Und das war komplett anders, als was ich mir gedacht habe. Dieses Vernetzen mit diesen Menschen hilft mir unheimlich bei der Berufsauswahl. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich gelernt habe. Ich habe heute mit einem Zollbeamten gesprochen. Und das hätte ich niemals getan, hätte ich Aelius nicht gehabt. Mit ihrer Arbeit, anderen Betroffenen zu helfen, macht Anita glücklich. Bevor sie mit dem Master weitermacht, will sie erst mal arbeiten, Geld verdienen. Auch die Eltern von Anitas Freund Chris sind Spätaussiedler. Er ist Physiotherapeut und hat Anita, wenn es eng wurde, auch finanziell geholfen. Meine Eltern haben mir das nie gezeigt, dass da wenig Geld da war. Bei Anita war das ein bisschen anders und da habe ich dann schon deutlich gemerkt, ui, okay, sie nimmt das ganz schön mit, wenn es irgendwie Geldprobleme gibt oder so etwas. Das kann sie dann nicht so leicht verarbeiten wie ich. Ich habe immer ein Backup. Meine Eltern verdienen jetzt relativ gut nach all den Jahren, sind jetzt seit 1990 in Deutschland. Und genau, deswegen habe ich da immer jemanden, den ich fragen kann. Für Anita fängt jetzt ein neuer Lebensabschnitt an. Ja, also jetzt bin ich ja fast fertig mit dem Studium. Das heißt, einerseits ist weniger Stress und andererseits, wenn ich dann eben fertig ausgebildet bin, auch ein höheres Gehalt in Aussicht. Und ich weiß, dass es dann wahrscheinlich passieren wird, dass viel Stress abfällt, ja, auch finanziell gesehen. Aber ich kann mir das noch gar nicht richtig vorstellen. Also ich kenne das ja gar nicht, zum Beispiel jetzt einzukaufen, ohne mal akribisch auf die Preise zu achten oder einen Urlaub mir zu buchen. Also das habe ich noch nie in meinem Leben eigentlich gemacht. Junge Erwachsene haben in der politischen Prioritätensetzung nicht das Gewicht, das sie verdienen, weil ihr Wählerpotenzial im Vergleich zu Rentnern und der Boomer-Generation immer geringer wird. Ich würde sogar für einen Minderheitenschutz für junge Leute plädieren, dass die nicht einfach mal eben schnell überstimmt werden können, wie das andauernd passiert, nicht nur während der Pandemie. Da haben jetzt alle eine Wahrnehmung, oh, da haben wir die jungen Leute echt übersehen. Nee, wir übersehen die immer. Aisha hilft es, sich mit ihrer eigenen Biografie auseinanderzusetzen. Zusammen mit Dörte Fries bietet sie häufig Workshops zum Thema Armut an. Heute vor dem Team im Lichtblick. Wollen wir vielleicht den Bier ein bisschen da schieben, damit der Laptop nicht so ganz halb raussteht. Ich möchte einfach eine Stimme geben, dass halt nicht immer über Armutsbetroffene gesprochen wird, sondern dass mit uns gesprochen wird. Und ich bin halt dafür da, um einfach mehr Aufklärung zu machen. Es ist das Gleiche, wenn ich durch meine Freundin erklären muss, was Rassismus ist. Sie beschreibt die verschiedenen Belastungsfaktoren von Armut und was es heißt, mit ständiger Geldnot aufzuwachsen. Man lebt in Minus, man verschuldet sich dadurch, man lebt in engten Rum, man ist schon krank, man hat Depression, Angststörungen, man ist im Stress. Und sobald man das ein Problem gelöst hat, kommt das nächste und das nächste und das nächste und das nächste. Aisha hat erstmals bei der Armutskonferenz in München 2021 referiert. Inzwischen ist sie an der Seite von Dörte Fries fast zur Expertin geworden, wird zu Seminaren und Workshops zum Thema Armut eingeladen. Wo stehst du heute? Witzig, ich weiß noch gar nicht. Ich sag mal jetzt vom Armutsthema aus, bin ich so mit einem Fuß draußen.
Einfach aus dem Grund, ich habe das halt finanziell geschafft, rauszukommen, aber auch mental zum eine Hälfte. Die andere Hälfte ist drin, weil meine Familie noch Armut im Thema Armut drin ist. Danke, Aisha. Die Verantwortung für ihre Familie kann und will Aisha nicht abschütteln. Ich bin sozusagen die Rücklage und Reserve meiner Familie. Das heißt, wenn jetzt mal die Waschmaschine kaputt geht und sie halt unbedingt ersetzt werden muss, dann bin ich halt so eine Person, die halt schaut, okay, wie können wir es halt beschaffen. Genau. Das heißt, statt jetzt Schulden aufzubauen, was meistens mit Armut zusammenhängt, bin ich sozusagen die Reserve, die halt sozusagen vom Verschulden wegkommt und sozusagen das ermöglicht. Also wir haben ja Kinder, Erwachsene, junge Erwachsene, aus Familien mit so vielen Belastungsfaktoren, dass sich das in der Elterngeneration nicht mehr drehen wird. Das heißt, also Aisha und die jungen Menschen haben jetzt auch nicht eine Phase, in der sie sich so einrichten, sondern es ist klar, dass diese Generation die Elterngeneration und zum Teil die Geschwister einfach mitnimmt. Ceyda ist mit Kenan verabredet, ihrem Verlobten. Auch er ist in Deutschland geboren und im Hasenbergl aufgewachsen. Seine Mutter stammt aus Griechenland, sein Vater aus der Türkei. Ceyda und Kenan kennen sich bereits aus der Schulzeit. Er hat eine Ausbildung zum Maler und Lackierer gemacht, arbeitet aber inzwischen bei einem Medienunternehmen im Servicebereich. Eine Woche haben sich die beiden nicht gesehen, denn Ceyda ist durch ihren Job neuerdings viel unterwegs. Wie war Düsseldorf eigentlich? Ja, schon schön. Also die Agentur dort ist schon richtig groß und die ganzen Kollegen waren ultra nett, wirklich. Also ich habe mich so direkt von Tag 1 wohlgefühlt. Ja. Im Sommer 2023 haben sie sich verlobt. Nächstes Jahr wollen die beiden heiraten. Sie machen sich schon Gedanken um ihre Hochzeit, wollen sie eher bescheiden gestalten. Ceyda hat auch ihre eigenen Vorstellungen, was das Brautkleid betrifft. Nee, das ist ein bisschen so, sieht mehr so wie ein Vorhang aus. So, genau da, wo das so anfängt, dieser Stoff, da sollte es einfach so gerade runter. Es ist auch viel zu eng geschnitten. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass wir hier was finden. Was ich glaube auch nicht, dass wir hier was finden. Träumen, Pläne schmieden, so wie andere junge Erwachsene auch. Für Ceyda einfach schön. Auch heute sind sie noch oft an ihrem alten Lieblingsplatz im Hasenbergl. Ceyda hat den Armutskreislauf durchbrochen, mit eigener Willenskraft und der Hilfe des Lichtblicks. Kenan wusste sie immer an ihrer Seite. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Und das Wichtigste war, dass wir einfach sagen, wir geben nicht auf. Und da haben wir auch uns dran festgehalten. Wenn wir Probleme haben, reden wir miteinander und versuchen, eine Lösung zu finden. Und ich glaube, das ist auch der Kern in einer Beziehung. Ja, hier. In ihren Alltag ist auf jeden Fall mehr Unbeschwertheit getreten. Genau das sicher. Wer zieht sowas an in einer Hochzeit? Ich verstehe das nicht. Einer meiner Ziele ist natürlich auch, mit ihm dann eine Familie gründen zu können. Dass ich dann so meine eigene Familie gründen kann mit ihm. Und natürlich dann auch im Beruflichen mich weiterzuentwickeln. Kind und Beruf später unter einen Hut bringen, das wünscht sie sich. Und dass Kinder und Jugendliche es in Zukunft leichter haben und von der Politik stärker in den Blick genommen werden.